Wir versuchen natürlich hier auch weiterhin für Sie vor Ort die Stimmen einzufangen. Wir haben noch Verabredungen mit Vertretern der Grünen. Und jetzt höre ich gerade, dass Jochen Ott hier spricht. Und wenn die Regie mir ein Signal gibt, dann würde ich einfach mal das Mikrofon reinhalten, um zu hören, dass wir ihn verstehen. Herzlich gratulieren zum Wahlsieg und gleichzeitig verbunden mit den wirklich herzlichsten und besten Genesungswünschen, dass sie möglichst bald wieder auf die Beine kommt und als Oberbürgermeisterin dann die Amtsgeschäfte dieser Stadt aufnehmen kann. Also meine Gratulation und meine Genesungswünsche an Frau Reker. Ich glaube, es war in jeder Hinsicht eine bemerkenswerte Wahl. Ich glaube, es wird noch viel geredet und geschrieben werden in den nächsten Wochen und Monaten über das, was in den vergangenen 1,5 Jahren, insbesondere in den letzten 8 Monaten geschehen ist. Es war eine sehr intensive Zeit und insofern möchte ich an dieser Stelle nur sagen, gerade in einer solchen Situation, wo Rechtsradikale versuchen ganz bewusst unsere Demokratie anzugreifen und diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren oder diejenigen, die dann in so ein Amt sich bewerben, im wahrsten Sinne des Wortes abzustechen und zu bedrohen, Gewalt anzuwenden. In einer solchen Zeit müssen die Demokraten zusammenstehen und müssen sagen, Köln lässt keine Toleranz den Rechten, wir halten sie aus dieser Stadt raus. Und diesen Kampf gegen rechts, aber auch andere Dinge immer im Herzen dieser Stadt getragen. Insofern sagen wir als stärkste politische Kraft in dieser Stadt, dass wir Henriette Reker die Hand reichen, weil wir wünschen ihr eine gute Hand und wir sagen auch gemeinsam, in dieser Situation wollen wir zum Wohle der Stadt das Beste nach vorne gestalten. Wir wissen, diese Stadt hat viele Herausforderungen zu bestehen. Deshalb ist es wichtig, dass sie schnell wieder gesund wird und dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir mit stabilen Mehrheiten in den nächsten Jahren und vor allen Dingen erst mal in den nächsten Wochen und Monaten diese Stadt wieder nach vorne bringen kann. Frau Reker, an dieser Stelle alles Gute und Ihnen einen guten Abend. Ja, soweit also Jochen Ott, der Kandidat der SPD, der hier gerade in diesen Minuten seine Niederlage eingestanden hat und Henriette Reker zum Wahlsieg gratuliert hat. Das heißt, man kann jetzt sagen, die Oberbürgermeisterwahl 2015 in Köln ist entschieden. Henriette Reker wird, sofern sie denn wieder richtig gesund wird, die neue Oberbürgermeisterin von Köln. Jochen Ott hat zudem noch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier in dieser Stadt auch weiterhin zusammenstehen im Kampf gegen rechts und dass der Rechtsextremismus niemals dazu führen darf, dass Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, Angst davor haben, sondern weiterhin auch aufstehen, ihre Stimme erheben und sich für diese Stadt weiterhin engagieren. Er hat auch gleichzeitig schon einen kurzen Ausblick darauf gegeben, wie es weitergehen wird hier in dieser Stadt. Er hat gesagt, die SPD als stärkste Kraft will Henriette Reker die Hand reichen, um eine gute Zusammenarbeit für den Stadtrat hinzubekommen. Das heißt, das wird sehr spannend sein zu sehen, wie dort die Fraktionen dann auch in Zukunft zusammenarbeiten werden. Ich hoffe, wir bekommen Jochen Ott auch noch mal für ein Interview hier bei uns bei Köln TV vors Mikrofon. Ansonsten werden wir Sie natürlich auch weiterhin mit Stimmen hier aus dem Rathaus versorgen. Zusammenfassend kann man sagen, die OB-Wahl 2015 in Köln ist entschieden. Henriette Reker wird die neue Oberbürgermeisterin.